Vor dem Krieg in der Ukraine war die Lage der Menschen in Belarus deutlich öfter in den Medien. Jetzt wird darüber nur mehr selten berichtet. Dabei geht es den Menschen dort unverändert schlecht. Fast 1200 Menschen sitzen dort nach wie vor hinter Gittern, weil sie mit dem Regime nicht einverstanden sind. Paul Griesey hat mit einem belarussischen Politologen im Exil gesprochen. Wir treffen Dmitri Bolkonets an einem Ort, der Geschichte atmet, vor dem sowjetischen Soldatendenkmal am Wiener Schwarzenbergplatz. Der belarussische Politikwissenschaftler blickt auf zu dem bronzenen Rotarmisten, der auf seinem 20 Meter hohen Sockel mit strengem Blick über den Platz wacht. Auch wenn das Weltkriegsdenkmal aus einer längst vergangenen Zeit stammt, hat es für den 42 Jahre alten Politologen aus Belarus eine sehr aktuelle Bedeutung. In Europa riecht es nach Krieg, nach großem Krieg. Man kann diesen Krieg noch aufhalten, aber dafür muss man Wege finden, die Sicherheit auf dem europäischen Kontinenten zu garantieren. Und Belarus ist ein Schlüsselfaktor für diese Sicherheit. Angenommen, Belarus wäre heute nicht unter russischer Kontrolle, dann hätte es wohl im Jahr 2022 auch den Angriff seitens Russlands und Belarus auf die Ukraine nicht gegeben. Es ist ein konjunktivlastiges Gedankenexperiment, das Dmitri Bolkonets da vornimmt. Doch die Grundidee ist so simpel wie einleuchtend. Das Schicksal der Ukraine, argumentiert er, hängt vom Nachbarland Belarus ab und umgekehrt. Und weder die Ukraine noch Belarus werden in Frieden und Freiheit leben können, solange Wladimir Putin sie in seine Einflusssphäre zwängt. Der Kreml hat in den vergangenen 25 Jahren alles dafür getan, Belarus in eine Art russische Enklave zu verwandeln. Putin behandelt Machthaber Alexander Lukaschenko wie eine Art Regionalgouverneur und verweist ihn damit auf seinen Platz. Belarus muss unabhängig werden, politisch wie wirtschaftlich. Es kann nicht ewig so weitergehen wie bisher, nämlich dass das Land vor allem damit beschäftigt ist, seine Bürger zu verfolgen, im In- und Ausland. Es werden riesige Ressourcen dafür aufgewendet, Andersdenkende festzunehmen, sie zu foltern und die politische Unterdrückung voranzutreiben. 1192 politische Gefangene zählt das Menschenrechtszentrum Wiesna aktuell in belarussischen Gefängnissen. Dmitri Bolkonets ist überzeugt, dass auch er heute in einer belarussischen Zelle dahin vegetieren würde, wäre er nicht vor 4 Jahren nach Polen geflohen. Unlängst habe ihn auch das russische Innenministerium zur Fahndung ausgeschrieben, erzählt Bolkonets fast amüsiert. In Belarus liegt ohnehin ein Haftbefehl gegen ihn vor. Natürlich ist es unerfreulich, wenn man nicht zurück nach Hause kann, sagt Bolkonets. In Wirklichkeit bewegen den Belarussen aber nur 2 Anliegen, dass seine inhaftierten Freunde und Bekannten freigelassen werden und dass sich der Krieg in Europa nicht, so wie in den dunkelsten Zeiten der Geschichte, weiter ausbreitet.